Die zwei Musterpelzer von Karl Räder. Wie schön ist es doch, wann Menschenleid schön friedlich leben ohne Streit und wann sie ohne Neid und Hetze sich tun und endlich zusammensetzen. Denn in der Welt seit all der Zeit klappt alles nur bei Ähnlichkeit. Doch manche Menschen wassen graus, jeder hängt sei Fähnchen raus und meint, der ander der wär schlecht und er allein, nur er hätt recht. Da gibt's bloß Krach und Streit und Zores und jede Stimmung geht kabores. Deswegen kann doch ganz gewiss jeder bleibe, wer er is und kann an richtiger Stell und Zeit sei Meinung äußere voller Schneid. Im Pelzerland hen mal zwei Männer ein Beispiel vorgelebt als Kenner, trotz eigenem Standpunkt, ohne Groll, so wie man ähnlich leben soll. In Knatzelbach, das Dorf ist fingiert, da hen zwei Pfarrer mal amtiert. Der ein, der war katholisch selig, der ander, der war evangelisch. Trotzdem hen se im Nebenstippel, im Gasthaus zu de blaue Zwiebel, neidlos ihr Würstebrot erhielt und ähnlich Kart und Schach gespielt. Und hen sich liebreich zusammengefunden und hen verloren und gewonnen. So hocken se in der Nebenstub a friedlich mal bei de Metzelsupp und delen schä mit Hochgenuss beim Quellfleisch, Schwänzel, Ohr und Schnuss und brochten froh in Seeleruh mit Pelzer Bitzler einander zu. Da sagt der eine, Herr Kollege, ich wollt mir's oft schon überlegen, mehr Acheschweinchen mal zu schlachten. Doch wann ich's richtig betrachte, sie's für mich und für meine Schwester a ganze Sau zu viel, mein Bester. Dort ruft der Protestantisch sagt, ich hab mir's auch schon überlegt, jedoch für mich und für meine Frau ist auch zu viel a ganze Sau. Dort ruft nimmt jetzt der anders Wort, wie wär's, wann mehr mal unserem Ort ein Musterbeispiel geben täten, dass alle Leute drüber reden. Es wär vielleicht nicht zu verachten, wann mehr a Sau miteinander schlachte. Und kurz drauf haben sie's auch gemacht und henne Wutz miteinander geschlacht. Und alles brüderlich geteilt und alle Leute haben's froh verzählt und haben sich ohne Hetz und Brumme a Beispiel an den Herren genommen. Und das hat man im Pelzerland die Simultansau stolz genannt. Schad, dass so etwas, ihr liebe Leid, nimmer passiert in unserer Zeit.